Merkt. Stopp! Stopp! Oh nee, was ist das denn da? Ja. Das hatte ich für Informationen für bereitet dort in der Mitte. So, dann will ja, du bist 5 Sekunden zu spät gekommen, Joseph. Okay. Ich wollte ja eigentlich noch mal Zusatzstoffen experimentieren. Das ist schließlich so, dass nicht just am Fleisch und am Brot Zusatzstoffen verschafft gehen. Wir weisen ja schon noch ein paar andere Lebensmittel, wo Sachen beigemischt gehen. Wir fangen an mit Eisen und den Cornflakes. Ein Magnet, Cornflakes. Geht nicht, Joseph. Ja, so kann das nicht klappen. Wenn wir einen Cornflakes auf die Milch machen und dann schon ein bisschen mehr starker Magnet, haben wir den dabei. Und das ist, weil hier effektiv ganz kleine Eisenspäne dran sind. Und die probieren wir rauszuholen. Voilà, gesagt, das ist nicht viel, mit das aber wirklich renkt Eisenmetall an den Cornflakes dran. Das ist sicher nicht schlimm, weil an unserem Körper haben wir auch Eisen, zum Beispiel am Blut. Das wird Blutrot mischt, das ist Eisen. Aber das ist aber abgelesen Eisen oder Eisensalz. Und hier ist aber renkt Eisen dran, für was? Die hatte vor Sicht an den Cornflakes auch Eisensalz dran zu machen, dann haben die sich immer verfärbt, und das wollten sie eben nicht. Und dafür haben sie renkt Eisen dran gemacht. Eisepulver an de Cornflakes. Für den Mann vom Konsumentenschutz ist das zwar kein Skandal, auch nicht ungesund, mehr. Bringt natürlich auch im Endeffekt meiner Meinung nach nicht so viel wie ein Eisenwert an einem Lebensmittel wie am Fleisch zum Beispiel gebunden ist. Das kann der Körper besser verschaffen wie Eisenpulver. Champignonszupf verkauft sich als natürlich, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Das heißt kein Glutamat. Der geht durch Hefeextrakt ersatz. Nichts Schlechtes, oder? Nein, das ist nichts Schlechtes. Es verstoppt eigentlich oder es sieht eigentlich die Produkte und sich eigentlich relativ wenig gut. Das ist total verschafft, weit verschafftes Produkt. Kann nämlich ganz viel Gutes dran sein. Was mir kräftig, orange-rot, was besser. Bei diesem Fisch kommen die Farbe nicht von Natur aus dran. Da gibt es ein bisschen nur geholfen. Wir geben schon freiwillig einen Fisch essen, den so ausgesagt. Sommer wie den Hai, den an Aquakulturen gezieht, gibt es aber just Fischmehl zu fressen. Und dadurch gibt das Filet nicht rot, aber grau. Die Farbe am Fisch kriegt ein Recht, weil er mit Pigmenten gefedert wird. Den am häufigsten angesagt wird als ein Carotinoid. Das ist ein Astaxanthin. Das ist dasselbe Pigment, das durch dem Wöllesommer seine Farbe gibt. Aber auch den produziert der nicht selber, enthält den über seine Ernährung ab. Und die besteht unter anderem aus Krustaceen. Merci. An Hai ist der Farbstoff auch dran. Aber gesagt in den Recht, wann nur hützt geht, weil der Farbstoff ist von einem Protein gefangen, an dem Protein, der wird zerstört beim Erhitzen, und dann kann recht Farbe zum Vorschein. Da kommt so als Loch nach für den Astaxanthin an die Krebs, der ja schon kennt. Wenn sie an der freien Natur sind, dann fressen sie mikroskopisch kleine Algen, wo dieser Farbstoff dann dran ist. Ja. Und an den Aquakulturen? Da wird doch beigefüttert. Ja. Also mal nach das Flamingo am Zoo auch der Farbstoff zu fressen kriegen. Ja, sonst werden sie weiß. Die essen nämlich auch an der freien Natur, essen sie auch so Krustaceen und auch so der Algen. Und so, da mussten sie mit Farbstoff gefüttert gehen, dass sie schön rosa sind. Kennen Sie ein Eisbärfleisch am Zoo rosa Federn? Nee, weil die Leber die spielt eine wichtige Rolle für den Farbstoff rauszuholen. Und das kann nicht alle Leber. An dem Polarbärchen kann das nicht, an Eis wahrscheinlich auch nicht. An den Ernten von Konsumentenschützer wären noch nicht Farbstoffe am Sommer ein Hauptproblem. Mehr ist der Fett, dass dann so Kulturen ganz viel Tieren auf engem Raum zusammen leben. Sie müssen prophylaktisch mit Antibiotiken oder anderen Medikamenten gefüttert gehen, dass sie nicht krank gehen. Und da zigtausende Sommer werden nicht Futter geben, das ist ein lachender Käse. Der Notteil ist natürlich auch, dass durch die Fütterung immer bestimmte Quantitäten fortgeschwemmt oder auf den Boden kommen. Das heißt, auch andere Lebewesen essen das, auch vielleicht die Medikamente mit dabei.
Auch bei den Erdbeersjoghurten gëtt bei der Pfaf no gehollef. Laut Ingredienzlëcht sinn an engem Joghurt 7% Erdbeer, an enger Erdbeerzuckerlesung. An 2 Joghurten kën dee so beim ganzen 17,5 Gramm Erdbeer. De Joseph prepariert eng egen Erdbeerzuckerlesung, mat geneesoviel Zucker an Erdbeer wie am fertige Joghurt. Dommer gëtt dei selver gemachtne Joghurt awer net so knalle schrot wie den aus der Molkerei. Do schaffen se mat dësem Erdbeersgebees. Dat gëtt am Ausland produzéiert an zu Lützeburg ënner de weisse Joghurt gemischt. Ha si gené déi 7% Erdbeer dran. Dat geht awer net deur fir die Schei Pfaf. Donc les producteurs de confiture vont ajouter par exemple ici dans la fraise un colorant naturel, c'est du jus de betterave rouge pour donner cet effet de couleur rose et rappeler bien entendu le fruit qui est la fraise qui au départ est rouge. Beim Gu hëllefen se mat Aroma no. Besonders bei den Erdbeer kämen do einfach net dolächt. Il y a des fruits qui ont beaucoup d'arômes, hein, comme la banane par exemple, ou des fruits exotiques, la papaye. Mais par exemple la fraise, c'est un fruit qui a peut-être un peu moins de saveur à l'origine que d'autres fruits. Donc on va concentrer cette saveur qui est la fraise pour que le consommateur, quand il va manger son yaourt fraise, puisse retrouver ce parfum qui est dans le fruit à l'origine. Et ginn eben net genug Erdbeer op der Welt fir die vill Joghurten, die produzéiert ginn. Eng Hai sinn et 9.000 Dëppecher an enger Stonn. An all Dëpschen mussssen selwecht vill Frieschte sinn. Dofir breicht den die modifizeiert Mais stärkt an Verdeckungsmëttel Pektin. Si cette confiture était trop liquide, tous les morceaux de fruits descendraient dans le fond du conteneur et on aurait dans des pots de yaourt, on ne retrouverait pas une homogénéité des morceaux de fruits dans chaque pot de yaourt. Il faut savoir que par exemple la pectine, même si c'est un épaississant, ce sont tout à fait des produits naturels qu'on retrouve dans d'autres fruits. Bleiwen nach Korrekteur d'acidité. Oni si géiffen sech de weisse Joghurt an dat Rotgebees net vermësche lossen. Die zwee hunn nemlech ODParen enere pH-Wert. De Joghurt ass mi sauer. Am Gebees muss den pH-Wert dofir Eurof korrigéiert ginn. Des Zusatzstoffer sinn all zougelos. Wen se awerem goe wëll, dem bleif just dappes. De Joghurt selver machen.